ja Mauer, da bin ich her. There's a fire burning out on the street. I can't bear to see. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. You stupid boy, don't know that law always wins. They already broke open the door, so don't ignore that jail is the only way. Somit presst zurück zu Generation Zero. Und zwar folgendes: Es ist in der Zwischenzeit einiges passiert, wie du siehst. Ich schaue mit dir hier auf die Karte. Und zwar, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen gelootet da in dieser Umgebung. Und auch hier habe ich mir mit ein paar Tanks angelegt, da herum. Und da habe ich ein bisschen. Okay? Nur Kleinigkeiten, habe aber dabei einen großen Fehler gemacht. Und zwar kann ich da jetzt sagen, wie du siehst, ich habe die alte Lady geschrottet. Und den A-Kleid, den habe ich aber zur Zwischenzeit wieder zurückgeholt mit Stufe 2. Bisschen besser. Sturmgewehr haben wir jetzt dabei. Die Gbist, die habe ich aufgemöbelt, was nur geht, was ich halt gefunden habe. Und die Kottenau, die ist auch relativ aufgemöbelt und aufgeprotzt. Jetzt haben wir aber das große Problem. Faustfeuerwaffe N9 habe ich jetzt mit 4 Sternen oder 4 Kronen, wie du das einmal nennen willst. Ist doch mir wurscht. Wie du siehst, wir sind auch relativ, warte mal, wo war das da? Wie du siehst, wir sind auch relativ voll. Das hat einen Grund. Heute werden wir ihn nicht angehen. Ich weiß nicht, ob er in der Zwischenzeit noch hier ist. Allerdings, wir haben ein großes Problem an der Backe, das ich so noch nicht erlebt habe. Und zwar, wenn wir vom Kommandobunker Minken hier rausgehen, hier in Richtung Südwesten, stellt sich uns hier ein Apokalypse-Tank in den Weg. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir werden diesen Bereich mal meiden. Da ist die Schnitzeljagd, das ist eine Nebenmission, eine unbedeutende. Da gibt es, glaube ich, nur Waffen. Begib dich hinein. Feldwebel Johann Andersson hat für seinen erwachsenen Sohn eine Notiz im Stil einer Schnitzeljagd hinterlassen. Er erwähnte eine Burg nahe bei ihrem Haus in Kaseberg, schrieb aber nicht dazu, was da zu finden ist oder warum. Das ist eigentlich im Prinzip, ist es, was ich mir erinnern kann, ist es ja nur eine Waffe. Ne? Und ein bisschen Munition. So, jetzt gehen wir da wieder zurück aussehen. Wir werden heute versuchen, hier diesen Tank zu meiden. Ich glaube, na, da muss das sein. Da ist ein Waldstück. Wir werden heute hier entlang an der Küste runter marschieren. Hier zu dieser Nebenmission, jenseits der Barrikade. Hier herüber. Dann dieses Stück werden wir machen. Und uns wird sicher einiges entgegenkommen. Ich bin mir 100% sicher. Also, das heißt eine Generation Zero. Du hast es in der eigentlich in der vorletzten Episode ja gesehen. Mit der kleinen Auseinandersetzung hier rund um den Bauernhof und diesen Außenposten. Ja. Gut. Ich hätte gesagt, wir marschieren nochmal los. Kurzen Augenblick. Wir müssen jenseits der Barrikade, diese Nebenmission, in die Richtung marschieren wir jetzt. Ja, das ist hier runter und in dieser Richtung ist dieser Tank. Das würde heute den Rahmen sprengen. Ich habe schon des Öfteren mit Apokalypse-Tanks zu tun gehabt, wahrscheinlich du auch. Dazu der Enix Nikes. Sie sind ein relativ zäher Gegner. Und heute in dieser Episode möchte ich ein bisschen Gas geben, dass wir weiterkommen. Genau. Uns wird sicher was in den Weg stellen. Also die Voraussetzungen für bleihaltige Episoden sind gegeben. Und so. Genau. Mal ganz kurz. Mal da ein bisschen hereinzoomen in den ganzen Chaos. Diese Straße entlang und dann. Na, wir biegen jetzt schon. Genau. Was unser Unterschlupf, der neue.
Wie gesagt, je mehr Unterschlüpfe das wir haben, desto besser ist. Und was ich so mitgekriegt habe, haben sich ja manche Gebiete ja weitestgehend verändert. Auch vom Aussehen her, vom Aufbau etc. Wie du merkst vielleicht, ich habe jetzt einmal die Musik außer da auf leise geschalten. Ich möchte jetzt einfach einmal nur die Atmosphäre ohne die Musik genießen. Genau. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut wir jetzt sind mittlerweile. Ich habe jetzt Level 15 oder 14. Ein Level Up habe ich vergeben. Ich muss aber erst schauen. Ich weiß gar nicht mehr in was für ein. Fertigkeiten. Begierde. Ich glaube, bei den Komponenten Schaden habe ich es vergeben. Nur bin ich mir noch nicht sicher. Da möchte ich ein bisschen was machen. Viel Level Up haben wir eh nicht mehr. Viel bis 31 haben wir eh nicht mehr Zeit. Warte mal, Heiler, Quäler. Was ist das? Das Zerstören eines markierten Gegners. Okay. Heilmenge. Wiederbelebungstempo, das ist für einen Mehrspieler. Das möchte ich auch noch machen, auf jeden Fall. Standfest. Weiß ich nicht, keine Ahnung, das brauchen wir nicht unbedingt. Soll unser Charakter durch die Luft fliegen? Dass es sich nicht mehr auskennt, schaltet die Fähigkeit frei. Das braucht man auch nicht unbedingt. Wurfdistanz. Braucht man auch nicht unbedingt. Wurfpräzision. Das sucht interessant an. Taumeln, Feindmarkierung. Schaltet die Fähigkeit mit dem Fernglas aufzuspüren. Aufgespürte Gegner werden kurzzeitig allen Spielern angezeigt. Ja, aber das ist damals sehr selten. Ich tue das eigentlich fast gar nicht mehr. Das ist gescheiter, wir investieren da alles, was uns nützlich ist. Und da Streuung, Rückstoß etc. Genau. So werden wir es dann machen. Komm. Genau. Bam, 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 badam, badam, badam. Denn ich bin mir sicherlich, dass uns das Spiel noch mehr Grütze in den Weg wirft. Kurzen Augenblick, jetzt möchte ich was wissen. Was haben wir eigentlich? Ich weiß ja gar nicht, wie viel, was wir da alles dabei haben. Eigentlich habe ich die ganze Muni alles für ein Dings eingesteckt, für einen Apokalypse-Tank. Allerdings, da wir jetzt derzeit bis auf Elektrolyt, Kupfer und noch irgendein Schatz genug im Inventar haben, werden wir die Sachen jetzt mal Zeitl nicht mehr mitnehmen. Zerstöre die Maschinen. Jenseits der Barrikade. Kurzen Blick. Log. Eine Gruppe Fischer hat in dem Fischerdorf Stellungsnäs unten an der Westküste Widerstand gegen die Armee geleistet. Aha. Was hat sie dazu veranlasst, den Evakuierungsbefehl zu verweigern? Wussten sie etwas? Zerstöre die Maschinen. Natürlich Spiel. Wir dann im Prinzip nichts anderes als mit Maschinen zerstören. Habe ich die? Warte mal kurz, was habe ich jetzt da? Ja, ja, ich weiß, dass du da bist. Du Hornochse. Die da mal auf 4. 5. Und den Raketinger. Dann auf 6. Genau. Doch vorerst werden wir uns den Weg ein klein wenig erleichtern. Also na, warte mal. 4?
Jetzt warte ich nur kurzweilig einmal ab. Bis sie alle einmal ein bisschen so gesammelt haben, weißt? Wenn jetzt der Hund noch da hergegangen hat, war ich super glücklich. Ah! Scheißen, das ist also ein bisschen in die Hosen gegangen, hä? Hat der alte Tati wieder einen Griff ins Häusl gemacht. Ich habe jetzt gerade 2-3 Tage nicht mehr gespielt. Jetzt fällt es mir ein bisschen. Jetzt fällt es mir ein bisschen an der Reaktion, weißt? Und vor allem muss ich mich zuerst an diese Waffe gewöhnen, weil die lässt sich ein bisschen anders spielen wie die alte Lady. Der ist kaputt. Da waren es nur noch 3. Ja, danke, du Arsch. Er will ja nur spielen, gell? So, suche im Dorf nach Hinweisen. Eins nach dem anderen. Was hast du dabei? Dich nehmen wir mit. Was hast du dabei? Nix. Was hast du dabei? Nix. Den haben wir schon. Was ich jetzt aber nicht weiß, das waren ja 2 Hunter, oder? Also in das Gebäude müssen wir auch noch rein. Das ist nicht lustig. Nicht. Gut. Was ist da herinnen? Oh. Da ist einmal mit. Automatgewehr 5 und 4. Bock mei. Es ist eine Mechanik, die kapiere ich einfach nicht. Warum nimmt das Spiel immer andere Waffen? Das kapiere ich nicht. Will das Spiel mir damit etwas sagen? Immer mit. Alles mit. Den nehmen wir noch mit. Ja. Perfekt. Nein, vorerst nicht, habe ich gesagt. So. Jetzt haben wir eigentlich nur mal die 2 Hinweise da. Ein bisschen Glasschaß. Perfekt. Nein.
Jetzt benötigen wir die Schasmaske, die Gasmaske. Wo sind die drinnen? Da. Gesicht. Gesichtsschutz. Warte mal. Na, wir machen... Genau, wir machen die kleinen. Die können wir nämlich praktisch und günstig herstellen an, weißt? So. Perfekt. Ich lese das gleich vor. Nur kein Stress. Oh, herrlich. Warte, wir verstecken uns da. Jetzt haben wir die Masken einmal over. Inventar. Profitor war das. Gesichtsschutz. Eine. Mädchen. Oh, das passt zu dir. Genau. Jetzt haben wir da Inventar. Dann haben wir in den Lock hinein, jenseits der Barrikade. Inga Nilsson. Inga Nilssons Nachricht an seine Tochter. Meine liebe kleine Veronika, Sie sind hier, die Armee. Sie wollen, dass wir uns friedlich ergeben und die Barrikade öffnen. Sie sagen, wir sind in Gefahr, wenn wir nicht zum Bunker gehen. Warum ist der Heser Fredrik Alarm überhaupt losgegangen? Sind es die Russen? Deine Mutter und ich wissen nicht mehr, was wir glauben sollen. Aber wir vertrauen dir, Schatz. Ich hoffe, das alles wird bald vorübergehen. X, Papa. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Und zwar, kurzen Augenblick, jetzt möchte ich was wissen. Dass ich dir da jetzt keinen Scheiß erzähle. Bauernhof. Eine zivile Verteidigung. Sirene heult. Zivilschutz. Sirenengeheul. Zivilverteidigung und Saltheim verantwortlich ist. Es hat mir nämlich schon beim ersten Mal stutzig gemacht. Und zwar, das kann ich jetzt sagen, vielleicht weißt du da mehr. Vielleicht hast du da einen anderen Einblick oder vielleicht verstehst du den Zusammenhang. In mir ist es ein bisschen ein Rätsel gewesen. Jetzt noch immer, schau her. Da, Hej Anita, jag vet vad du tänker. Andreas ringer aldrig, men nu när ryssen kommer så hör han till slut av sig. Men ja, jag blev orolig och jag ville bara... strunt samma, jag måste gå. Eine zivile Verteidigungssirene heult. Das lässt dir eigentlich im Glauben, sie haben mehrere Alarme. Nur, es gibt eine Sache, die ich da noch nicht ganz verstanden habe. Daher, ich habe irgendwann mal erzählt oder erwähnt, dass es 2 Alarme gegeben hat. Wo haben wir die Feuerwehrlektüre? Die Feuerwerkslektüre? Die Zivilschutzbroschüre, so heißt das. Der Blödsinn. Zufluchtsort. Der Bauernhof. Wo war der? Die Berliner Mauer ist gefallen. Was war das? Das haben wir schon. Der Weg nach Saltheim. Genau, na, das ist die Kontaktlinse. Die Kontaktliste der Zivilverteidigung. Genau. Also es muss 2 Alarm gegeben haben. Nur, wenn ich diese Broschüre nur finden tät in den Aufzeichnungen da. Haben wir da.
Das ist das, wenn du dir mal eine Zeit lang nicht mehr damit befasst, du zwar ungefähr weißt, um was geht, aber dann suchst du irgendwas und dann findest du es nicht. Genau. Also eine Grütze. Genau, das ist die Zivilschutzbroschüre. Die habe ich jetzt gesucht. Und zwar... War jedem Bürger zur Zeit der späten 80er Jahre war jedem Bürger bewusst, dass Hesa Fredrik, der Spitzname für die schwedische zivile Verteidigungssirene, jederzeit aufheulen konnte. Und da, warte mal kurz, wo ist denn das jetzt drinnen gewesen? Scheißen, Alter. Mir läuft die Zeit davon heute und ich scheiß da mal dumm. Was hat jetzt da? Hesa Fredrik Alarm. Was hab ich jetzt vorhin gesagt? Ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, genau. Inventar, Block. Jenseits der Barrikade, genau. Es muss zwar Alarm gegeben haben. Den einen für die Russen oder für das... Mann, ja. Oh. Man kommt ja hier nicht einmal zum Studium seiner Akten. Da ist noch was. Naja. Wir holen uns jetzt mal den zweiten. Na gut. Wir holen uns jetzt mal den zweiten Hinweis. Oder ist da in der näheren Umgebung schon wieder so eine komische Relaisantenne? Ja, natürlich, weil die Entwickler ja alles mit den Relaisantennen zugeschissen haben, auf gut Deutsch gesagt. Das ist eine Patrouille. Ich stelle mir nur gerade die Frage, wie macht man das jetzt? Da war da mal kurz, nur da mal kurz verstecken, dann in diesem kleinen Zwischenraum. Wie macht man das jetzt da? In 16 macht so viel Schaden und das Automatgewehr 5 macht noch weniger Schaden. Dafür ist die Handhabung und die Feuerrate besser. Ich warte eigentlich nur mal drauf, bis ich die AI 76 krieg. Weil das war eigentlich eine meiner Lieblingswaffen mitunter. Was anderes, was wir greifen jetzt an. Scheißegal. Da wurde ich gerade zweimal gevögelt.
Nur haben wir dort eine relativ schlechte Deckung ausgesucht. Also das ist Scharfschützengewehr. Nein, Spiel, ich bin nicht aus dem Kampf geflohen. Ich habe nur einen taktischen Rückzieher gemacht. Du. Warte, wir verstecken uns da im oberen Haus. Und ziehen die 3 mit. Du da. Warum denn so aggressiv herrst? Alter. Ich mein, sind sie jetzt komplett angerannt, hä? Uah! Du. Okay. Das ist jetzt ein bisschen alles in die Hosen gegangen miteinander. Ja, mein Sohn, du brauchst ja nicht weinen. Oh, magische Dinge gehen hier vor sich. Ah. Na, die wollte nicht, die wollte. Es muss sie nachladen. Ah, du Drecksau. Wenn dir die Ideen ausgehen. Uah. Da leider. Eine Digitaluhr, super. Brauche ja einen Panzer, ja, aber mehr schon nicht. So, mir da mal das Leben erleichtern. Boah. Haha. Haha. Burli, du wirst es nie lernen.
Weißt du was, leckst mich doch am Arsch, ihr Zecken. Machen wir das. Na bitte. So. Dich nehmen wir mit. Danke. Da liegt noch einer. Oh. Vier waren's, ne? Machen wir das. So, jetzt sind wir zurück. Und uns den letzten Hinweis anschauen. Farbror Tobbe, det är Veronica igen. Hur går det för er? Hur många är ni och hur mår pappa? Hostar han fortfarande? Ni kan inte stanna mycket längre. När de förstår att ni är där kommer de dit. Jag kan inte möta upp er just nu. Jag måste ta hand om någonting. Jag kanske kan göra någonting åt allt det här. Säg till mamma och pappa att... Se bara till att de är skyddade. Jag försöker ringa igen senare. Genau. Und jetzt sind wir auf der... Warte mal. Wir sind jetzt eigentlich auf der Storyline von der Veronica unterwegs. Ich weiß, das Spiel ist jetzt ein bisschen verwirrend. Dann müssen wir das nochmal anschauen mit was will ich jetzt sagen? Mit die Alarm, genau, mit die Zivilschutzalarm. Das kapiere ich jetzt noch nicht ganz. Ich war der festen Überzeugung, es hat zwei Alarm gegeben, zwei verschiedene. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Ja, du musst ja wirklich dranbleiben. Du musst dir das wirklich immer wieder vor Augen führen und immer wieder durchlesen. Den ganzen Scheiß da. Aber ist ja wurscht. Es gibt ja die Geschichtsstränge vor der Armee. Dann gibt es vor der Anita. Und jetzt sind wir auf dem Geschichtsstrang von der Veronica unterwegs. Genau. Jetzt da. Daher. Das ist unser nächstes Ziel, nachdem wir in da jetzt genug Zeit vertrödelt haben. Aber eigentlich müsste da hinten ein Unterschlupf irgendwo sein. Warte mal. Genau, da hinten ist ein Unterschlupf, genau, und da werden wir das Ganze dann für heute beenden. Wenn uns nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Wie gesagt, ich werde mich nochmal schlau machen, ich werde mich nochmal informieren. Und dann sage ich da demnächst Bescheid, wie, wo, was, wo, wann. Da hinten ist was. Zwei Drohnen. Okay, aber unser Scharfschützengewehr ist noch nicht so gut dafür. Den nehmen wir mit. Komm! Ich glaube, da liegt ein Bauplan, schau. Na gut.
Scheiße, Alter. Ja, wenn du aber einen bestimmten Zeitpunkt mit 2-3 Tagen nicht mehr spielst, dann bist du einfach im Nachteil. Uah! Dreck. Ja, sorry, ich muss jetzt mir andere Geschütze auffahren. Irgendwas ist da unten. Aber ich kann es nicht einordnen. FNEX. Nimm mal mit. Leg mich doch an den Arsch, Alter. Macht ja keiner. Da oben ist was. Ein Hund. Den habe ich schon. Nö. Ah, das noch mit. Haha! Der war gut. Ja. Das denke ich mal, Spiel, dass du wieder umgeschaltet hast. Schlimm. Brauchen wir nicht? Den nehme ich gern mit. So. Den nehme ich gern mit. Muss eine Relais-Antenne, die zerstören wir gleich.
Ach, das Spiel belohnt. Nehmen wir beides mit. Nehmen wir alles drei gern mit. Da ist nichts herinnen. Adrenalinspritze werden wir brauchen. Da haben wir jetzt eh 2 verbraucht. Unbeabsichtigterweise. Den nehmen wir mit. In dem LKW waren wir drin. Den Plan haben wir geholt. Dann zerstören wir da oben die Relaisantennen noch. Mal ganz kurz. Ich heile mich nur einmal. Na, das machen wir zweimal. Ist wurscht. Ja, das ist genau dieser Apokalypse-Tank, genau. Wie ich es vermutet habe. So. Ja, das höre ich am Sound. Bitte. Er ist kein einfacher Gegner. Wir werden uns jetzt da den Unterstupf sichern, der da hinten ist. Und vielleicht gehen wir in der nächsten Ausgabe dann auch. Er wäre nämlich eine sehr interessante Loot-Alternative. Sag mal, ich bin ja nicht deppert, da war ja Unterschlupf, oder? Ui. Da ploppt es schon auf, sehr geil. Was ist überhaupt da oben? Ah, okay. FNX Rising. Na bitte, jetzt haben wir es beieinander. Aber wie gesagt, das mit dem Alarm, da werde ich mich noch umschauen und wenn ich mir da 100% sicher bin, kläre ich die nochmal auf. Ansonsten sind wir jetzt derzeit auf dem Veronica-Strang unterwegs. Der ist sogar am interessantesten. Ja. Weil wie du vielleicht das letzte Mal gemerkt hast, oder vor 2 Episoden, hat er die Veronica an und für sich vor dem Tag der Katastrophe gewarnt. Ja. So. Augsgüter. Warte mal kurz, gell. Haben wir irgendwas? Ich habe nichts mitgenommen, gell? Aber jetzt schau ich noch gerade. Erweitertes N9 Magazin. Na bitte, warte, das da mal gleich. Da mal gleich umrüsten. Hätte ich gesagt. Ergänzungen. Magazin. Zack. Na bitte. Jetzt haben wir es benannt. Wir rahmen da unser Mädchen kurz aus. Unser Mädchen für alles. Da muss ich einer. Wie du siehst, ich habe da ein bisschen ausgemistet auch. War eh genug Arbeit eigentlich. Wie kann 9 mm? Warte mal. Das ging mir jetzt aber gewaltig auf die Schnauzen. Warte ein bisschen. Ich bin eigentlich auch Depp. Wenn ich hergehe, die 2 einstecke, vielleicht kriegen wir ja für ihn auch Muni.
so, die hätte ich schon. Weißt du was, wir tanzen dabei? Da einer. Perfekt. Ansonsten haben wir da eigentlich keine Waffen herin, die uns irgendwie helfen könnte. Okay, in der nächsten Aufnahme machen wir dann diesen Apokalypse-Tank. Genau. Ja, so werden wir es machen. Okay, die hat nur geringfügig mehr Handhabung, ansonsten ist da alles ident. Okay, ja, sag ich auch nicht nein, gell. Wir werden da noch ein paar einpacken. Wir werden sie brauchen gegen den Tank. Und ansonsten, da haben wir die Landmine dabei, da einer, das Funkgerät, die 5 Granaten, die 2 Feuerwerkskörper und die 3. Na. Ui. Wie viel haben wir denn von der schon? 6. 9 Autobatterien, das passt auch alles soweit. Passt. Bin ich schon wieder zufrieden. Denn die Pläne für die erweiterten Dings muss ich mal aussuchen. Dringendst. Für die erweiterten Erste-Hilfe-Pakete da. Machen wir noch 10. Passt da. Siehst du, die kannst du so billig produzieren. 2, 4, 2. Das ist mir so wurscht eigentlich. Kupfer braucht man. LG7. Das ist jetzt eigentlich für den LG7. Das ist ja eigentlich jetzt für den da, gell? Ja. Genau. LG7. Das ist für Ern. Wurscht. Wir nehmen eine mit. Vielleicht checkt das Spür. Also na, so würde ich das machen. Vielleicht kapiert das Spür, dass man von der auch Munition wollen. Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal und mit einer sprachlich ausgewogenen Diskussion werden wir dann uns diesem Apokalypse-Tank stellen. Genau, so werden wir es machen. Bis zum nächsten Mal. Baba.